Was das wird? Gute Frage. Ich habe einfach ein neues Projekt, weil mir ist langweilig war. Die kurze Antwort. Die lange Antwort ist, gewisse, die da den Kanal schon weiterverfolgen, ihr wisst, es hat ein bisschen Downtime gegeben. Und mir ist irgendwann einmal die Idee gekommen, da ich sowieso mich in das Programm, das da im Hintergrund gesagt R-Studio, mich ein bisschen reinfuchsen, wie das technisch funktioniert, so ein bisschen schüch, die Basics vom Programmieren lernen im R und so ein bisschen Visualisationen machen und Statistiken, habe ich mir eigentlich so ein bisschen als Sidequest das Thema genommen, gewisse Daten direkt über eine Schnittstelle abzuzapfen. Für das brauchst du so die IDs, die Spotify-IDs. Das haben wir jetzt schon gemacht in den letzten Wochen oder letzten Tagen. Haben wir da recht viele Artists oder Artist-Pages zusammengesammelt. Dann machst du wie so ein Skript, wo die Schnittstelle abfragen nach gewissen Daten. Wenn du da einfach mit einem normalen Token das würdest abfragen, so wie ich das jetzt da mache, dann gibt es dir nicht sehr, sehr viele Daten. Was du aber da kannst bekommen, sind zum Beispiel Spotify Follower. Dann gibt es so einen Wert Popularity. Das ist ein Wert von 1 bis 100, wo jeder Artist im Hintergrund hat. Witzigerweise siehst du den Popularity-Wert nicht im Vordergrund. Das ist wirklich so ein Behind-the-Scenes-Stat. Schauen wir uns da jetzt aber nicht an. Da tun wir einfach mittracken, einfach weil wir es können. Mir geht es da jetzt eher um die Follower. Und die Vision oder die Idee, die ich einfach hatte, ist, dass wir das dann täglich haben. Also jetzt nicht nur den Tag heute, sondern jeden Tag. Dann für einen längeren Zeitraum. Dann hätten wir auch so schöne, attraktive Zeitstrahl, die man machen könnte, Visualisierungen zu jedem Artist. Eigentlich das, was die Artists individuell auch in den Analytics, Spotify Analytics haben, hätten wir da nachher auch. Weil allein schon, dass wir da jetzt so einen Überblick haben oder können sagen, hey, gib mir die 40 mit den wenigsten Followern von unten, aber da nachher wie so, allein schon wegen so etwas, ist so ein bisschen zusammengewurschtelt, aber kann man sich dann gewisse Visualisierungen machen. Das ist so ein netter Side-Effekt, dass ich jetzt da auch noch ein bisschen mit so schöneren Visualisierungen ein bisschen rumspielen kann und das dann vielleicht auch mal in Content verpacken kann. Für den Moment geht es aber eher mal um die Recherche. Also wir geben da noch ganz viele Artist-IDs ein. Und ja, gewisse externe Leute, wie ein Krigu vom Nebengeräusch-Podcast, haben sich jetzt auch schon zur Verfügung gestellt oder netterweise ihre Hilfe angeboten mit Release-Listen oder halt eigene Listen, die sie dann am Führen waren. Von dem her, ja, wenn ihr noch gewisse Namen da vermisst, liegt es einfach auch ganz oft daran, dass ich gar noch nicht zu diesen Namen gekommen bin. Ihr seht, es kommen halt laufend dazu.